Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich habe über die Ostern noch unser Jelly Print Journal fertig dekoriert. Das sieht jetzt nämlich so aus. Und ich möchte gerne das jetzt mit euch noch anschauen und ich zeige euch noch, was da alles noch dazugekommen ist. Ich hoffe, ihr habt mega schöne Ostern gehabt. Wir haben es genossen. Das Wetter hat mehr oder weniger bei uns mitgespielt. Und jetzt wollen wir doch mal hier reinschauen. Hier seht ihr schon mal, dass ich hier noch Sommervögel aufgeklebt habe. Und dann habe ich hier aus einem breiten Geschenkpapier solche Tabs ausgeschnitten und aufgepostitschet. So sieht es aus. Und ja, ich weiss ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, was ich alles schon gemacht habe und was nicht. Die habe ich auf jeden Fall noch reingeklebt. Ich glaube, die haben wir schon gehabt. Und es hat da noch ein bisschen Blümchen und Sommervögel gegeben. Das wird hier immer ein bisschen verschwinden. So. Wie gesagt, das sind unsere gestempelten Etiketten, Kleberli, die ausgestanzten. Und eben die Tabs, wie gesagt, es hat auch noch Federli gegeben. Ein paar Sachen habe ich absichtlich so ein bisschen schlichter gelassen. Ich habe auch ab und zu freie Seiten drin. Das gefällt mir immer sehr gut, wenn nicht alles so komplett überladen ist. Dann hat es hier auch noch Sommervögel drauf gegeben. Und ich habe noch von diesen Tags aus dem Sestrine Grene, oh, ich gefunden habe, passt doch auch noch so wunderbar da rein. Da hat es auch noch rote von denen, da hat es noch Sommervögel drauf gegeben. Schöne Überraschung. Und mit Blümchen, wieder Sommervögel. Die und da noch mehr Blümchen und noch mehr Sommervögel. Sind wir im Bild, jawohl. Ich habe immer ein bisschen geschaut, dass ich von der Farbe her sich das wiederholt. Ah ja, genau, jetzt weiss ich gar nicht, ob wir schon eins hatten. Aber da habe ich auf jeden Fall am Rändchen noch so ganz feine Bändchen aufgeklebt. Das sind so Satin-Bändchen, oder ich weiss nicht, ob es Satin ist, aber die sind auf jeden Fall so glänzig. Die es manchmal an den T-Shirt hat, oben, so dass sie nicht vom Bügel rutschen, wenn sie irgendwie einen grossen Ausschnitt haben, sind das, die gefallen mir immer so. So. Da hat es auch noch ein Kärtchen reingegeben. Und ab und zu so ganz schlichte Sachen, die ich aber finde, die das extrem gut aufwerten. Ich finde, dass die ganz dünnen, schlichten, hellbraunen Flügel von dem Sommervogel, das spiegelt sich da so gut und da so gut, wo das ja auch so von dieser Luftpolsterfolie ja auch eigentlich ganz ein feines Muster ist. Und dann hat es so auch wieder Blümchen gegeben. Und ein Tab. Es wiederholt sich selbstverständlich. Aber auch hier habe ich möglichst schlicht probiert zu bleiben. Und ich finde, das passt einfach so wahnsinnig gut. Und auch das hier passt hier wieder extrem gut. Hier hat es auch wieder so ein Bändchen gegeben. Und hier noch ein Federchen. Ihr wisst es, das ist meine Lieblingsseite oder eine von meinen Lieblingsseiten, die ich gefunden habe. Es braucht einfach nichts. Es braucht manchmal einfach nichts. Und manchmal braucht es gerade einen extremen Kontrast. Aber auch hier, finde ich, passt das hier alles nachher einfach wieder so gut zusammen. Und auch hier hat es noch ein kleines Libellen gegeben.
Da ist wieder so eins mit einem Sommervögel, wo ich finde, da sieht man das Sommervögel halb und da sieht man das Sommervögel eigentlich auch halb. Passt irgendwie schön zusammen. Auch von der Farbe wieder auf beiden Seiten. Da jetzt noch ein Blümchen drauf gegeben auf das Täschchen. Da auch. Da finde ich auch, passt einfach alles wieder so wunderbar zusammen. Auch mit dem wieder, mit dem Rand und mit dem Rand. Also ich habe ja schon ein bisschen drauf geschaut beim Zusammenstellen der Signaturen, aber so extrem alles abgecheckt habe ich auch nicht. Es ist schon einfach auch ein bisschen Zufall. Aber ich finde es total cool. Das passt halt nachher dann auch wieder. Und das Sommervögel hier, so dieser Schrift. Mega cool. Auch mega Freude. Auch das Federli passt wieder total zu all dem Grün und Rosa. Und da ist auch wieder gut. Zusammen mit dem und dem und dem und dem und dem und dem. Oh, ich finde, die Farben sind einfach wirklich, wirklich gut gelungen. Man hat mal so leuchtige Sachen und dann hat man aber wieder ein bisschen gedeckter. Und ich finde, trotzdem passt es total gut zusammen. Das Vögel hat das Federli bekommen oder verloren, besser gesagt. Da hat es auch noch ein Kärtchen gegeben, ein zusätzliches. Das ist nämlich verkehrt. So. Und da wir hier so ein ganzes dunkles Blümchen genommen haben, habe ich dann hier auch ein Sommervögel genommen mit einem dunklen schwarzen Rand. Ich finde, das passt auch wieder total gut zueinander. Das ist auch wieder die ganze orange Geschichte, die da hinten sogar noch ein bisschen weitergeht mit Orange und ja, so rosa-orange. Ein Röseli. Und hier noch ein Federli zu unserem Hirschli. Und da hat es auch noch ein Sommervögel gegeben. Das wäre schon die ganze Geschichte. Ich finde, es ist ein mega hübsches Journal geworden. Es ist so unterschiedlich von der Farbe her und trotzdem ist irgendwie jede Seite hat so ihr eigenes Konzept dahinter wieder. Ich habe Freude. Ich finde es mega schön. Ich finde es schön. Und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen, mich bei dem Shelly Print Journal zu begleiten. Und als nächstes gibt es dann wieder ein ganz anderes Projekt. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dann. Tschüss.